Hey, goedemorgen al mijn vrienden, wat er het van jou? Middag waren gewoon koud. Van jou is al zin und en ik heb geen video gemerkt vanmorgen. Wat hebben we dat doen? Ik ben deze week trokken geweest, als ik gewoonlijk zijn. En nu heb ik geen video meer. Aber mir fällt hier eines bei. Ich war ein Mensch, wo ich 5 Jahre 3 Mal in die Kirche bringe, dass ich war mit denen von YouTube 3 raufholen, dann wollte ich den hier noch mehr. Und der Video, der hat best gereut, wenn Jesus was kommt. Und was von Ihnen haben ihn vielleicht auch mal gesehen, aber vielleicht habe ich den nicht alle gesehen. Aber weißt du, was ich da noch einmal die Mensage ist, was ich Jahre 3 Mal gebracht habe, ich da noch mal gucken, und dann wundere ich mich, was ich da dann alles gesagt habe. Und das ist noch, für mich noch war das ein Segen, wenn ich die auch selbst gemerkt habe, ein Teil von den Dingen habe ich auch nicht mal in Denken geholt, aber so dort habe ich immer wieder träglich sein, was wir gelehrt haben, und das wollte ich nu wel doen. Ich habe eine frische Mensage, was ich will bringen, und der hat von Angst, wo ich habe Angst überkommen, wo ich habe die Angst losgeworden. Ich habe den Mensage habe ich auch in mein Hort, auch in meinen Kopf, bloß zu viel am Video von zu merken. Und dort, wenn ich Zeit habe, dann will ich den nächsten Weg tun. Ich bin hier von der Stuhl, das ist ein Stuhl hier. Und das ist, was unsere Annung hier nu ist. Wir haben hier einen Stuhl, wir haben schon viele Klienten, und das geht schön, dann geht das schön, unsere Klienten bedeuten. Und wenn die einmal hier nach Mexiko kommen, oder wenn die hier dicht bist, dann kann ich mal hier nach uns Stuhl kommen. Ich will hier bedeuten, die sehr viel Köpen, was immer je wollen. Ich wünsche Ihnen einen sehr guten Sonntag und Gottes Segen mit Ihnen, wenn Sie diesen Mensage hören, was ich da uploaden. Jetzt feiern hier alle zu sein von der Samarias. Ich glaube, Gott hat von der ein Wort, was uns sagen will. Und einmal wird einer nicht nehmen, was einer soll sein, wenn er im Frieden uns einer will die Botschaft bringt. Aber nu weiß ich dort, all von 2 Monaten 3, was ich von der will reden hier. Und einmal braucht Gott ein bisschen besondere Weg zu mir, ein bisschen was deutlich merken. Und so dass ich das mal auch. Mein Thema von der hat heute best gereut, wenn Jesus was wahrer kommt. Und Gott weiß mir auf einen besonderen Weg, dort einer mal ein kleines Metall abpassen, das einer einmal lädt. Ich habe hier mal ein bisschen rumgereist mit Lorenzo Taub. Die meisten von Ihnen kennen Lorenzo von Zacatecas, der Missionar. Und dem wird fern angelud, als wir heimkommen zum Predigen. Und dann lud er mich fern an, dass ich mit Arm Taub reisen darf. Und das sind die 2 Monate 3. Dann fuhren Lorenzo mich, und dann sieht er, der hat am angelud, für einen Weg in Tamaulipas zu sein. Und der hat am angelud, von dort nach Campeche zu fahren, auch für einen Weg. Ich wollte 2 Wege mit Arm Taub sein. Und ich versprach, dass ich das tun, und wir reisen dorthin. Und als wir von Campeche zurückkamen, erst wir einen Weg in Tamaulipas, und dann waren wir nach Campeche. Als wir durch einen Weg gewesen, dann kamen wir 3, und wir kamen mit einem Jet 3. Und Lorenzo kam bloß bei Monterrey, und ich dann von Monterrey dann, wollte ich nach Chihuahua. Und ich habe meine Tickets alle gekauft. Und gewöhnlich, wenn ich mit einem Jet reisen darf, dann traf mich auf der hinterste Seite bis in Vanjo, die meiste Zeit. Und nu dachte ich, ich würde mir mal reichen, ich würde mir mal ein Ticket kaufen, Primera Klasse, ich will mal Fernsehen. Und als wir dann gestreut waren bei Monterrey, wir waren klaktieren zum Morgen, wir bei Monterrey. Lorenzo, der will von dort mit der Basen nach Hause fahren. Und ich sollte bei Klock 3 Uhr Mittag lernen, was mein Jet nach Chihuahua ging. Und ich dachte, ich habe so lange Zeit, durch den Airport von Klock 10 bis Klock 3. Und ich ging dann im Restaurant, und ich aß und trank Kaffee und dort verschiedenste Dinge, so lange, bis der Jet war ich war. Und ich konnte nicht glauben, als ich geschnurrt ging, dass dieser Jet als 1 Stunde war. Ich dachte, wo ist die Zeit geblieben? Ich habe noch ganz lang für, nu wie mein Jet war. Mir ging das so ein Tag, ich fall mehr Stuhl. Und dann dachte ich so, aber das geht hier nicht, wo ist die Zeit geblieben? Aber was so passiert hat, ich wusste, dass ich schluckmäßig war, aber so wie das war ich bei dir nicht gewusst. Dann früh ich, wann geht der nächste Jet auf? Na, morgen. Aber du musst ein frisches Ticket kaufen. Caray, nombre. Ich dachte so, was wollte ich nicht tun? Aber ich will nicht beim nächsten Tag warten. Ich habe ein Haus gefunden, ich will 2 Wochen nicht Haus gewesen, meine Familie wusste, ich würde jeden Abend bei Haus sein. Nun muss ich davon, ich würde am nächsten Tag ein Haus kommen.
Aber nu dacht ich so, ich will mich rechnen. Ich habe noch ein Basstation, dann kaufe ich mir ein Bassticket. Das sind feine Basen, die Selector, das sind gratis Seiten, die sind nicht wieder in ein, die haben für jeder Passagier durch eine Pantalla, zum Movies checken und alles. Ich dachte, mit so einer Base will ich nicht nach Hause fahren. Und dann steht, dass ich eine Stunde im Jet wäre, muss ich nicht 12 Stunden länger in der Base sein. Aber wenn ich jetzt schon in der Base wäre, dann fange ich da an, mit den Movies zu sehen, da kann ich sehen, was einer kicken will, dann habe ich da einen gefunden, was ich kicken will, no, das hält nicht an. Und so sage ich zu mir, das hält alle nicht an. Und der erste fängt an, zu mir zu reden. Ich sage, ich will erst mal ungeredet holen mit dir. Und weißt du, was ich muss tun? Ich muss erst mal mit mir selbst ungeredet holen. Weil ich muss mir so ohren über mich selbst, dass ich den Wellen vorbeigehen, bloß für nichts. Und ich nu muss 12 Stunden in der Bar sitzen, hält ich durch mal mit mir ungeredet. Eigentlich besieht mich so, kann ich wieder ganz allein, wir haben 2 Breite sitzen und du sagst, ich allein. Und dann hält ich mir das erst mal fair und hält mir das selbst zu gut, dass ich wie so schlupmäßig warst. Und dann fängt der Jesus unter mir zu reden. Er weißt du was? Du hast ein Ticket, du hast die Primärklasse, aber du wirst tauschlupmäßig. Du dachtest so, dass dir nach lang bei der Jet aufging, wahrscheinlich mal an, und der hat mich nach geraubt über den Speaker. Ich habe dort nicht mal gehört. Und dann rede Jesus zu mir, der Krieg so ist dort, als ob man Menschen. Die Tickets für die Menschen, die können geraten werden, die sind alle betont, Primärklasse. Aber viele Menschen die sind gleichaltig zu ihr. Und die nehmen dort nicht wahr. Und Jesus sagt in seinem Wort, dass viele wollen hier bleiben. Und so sagt das für Stunden der Halb Menschen, der Halb von den Christen. Ab vielen Städten redet von der Halb. Und ich wundere so, was es dort sein. Ich glaube, wenn Jesus wird kommt, da wird eine große Surprise sein für viele Menschen. Für die wird er reich sein, und die wird nicht reich sein. Das wird für uns alle eine große Surprise sein, wenn Jesus wird kommt. Und hier will ich lesen in Matthäus Kapitel 25 von 1 bis 13. Das ist eine Geschichte, ein Gleichnis, was Jesus durch vertrauen hat den Menschen. Und ich glaube für uns, dass das alle sehr bekannt, das ist ein Aufschnitt, aber wir wollen von dem sein, dass wir nach irgendwas von das lernen können. Das sagt Jesus das in Matthäus Kapitel 25 von 1 wieder. Dann ist das Himmelreich mit 10 Milliarden zu vergleichen, die Lampen nehmen und gingen rüt, dem Brigum entgegen zu gehen. 5 von denen wären klug und 5 wären nicht klug. Die 5 Kluge, die nehmen bitte ihre Lampen auch nach einer Krug Öl mit. Die anderen 5 aber wären nicht klug genug, Öl mitzunehmen für ihre Lampen. Als die Brigum noch sich lüren lässt, dann werden sie alle schleuprig und schleipen an. Aber mitten in der Nacht wird mit einmal ein Geschrei, der Brigum kommt am entgegen. Dann stünden die Jungfrüs alle Tieren ab und putzten ihre Lampen. Und dann sehen die Kluge zu den Nicht-Kluge. Dann sehen die Ankluge zu den Kluge. Geeft ans Wort von jene Öl, will unsere Lampen gehen ut. Aber die Kluge sehen an, für uns alle regt das nicht auf. Gut Läufer und Köpfe gehen selbst, und als sie gingen Öl kaufen, kommt die Brigum, und die reut wären, die gingen mit, nannte die Kass, und der war teuerschlug. Nun hier kommen die anderen Jungfrühe und sagen, Herr, lud uns nennen. Er aber sagt, ich sage Ihnen die Wahrheit. Ich kann Ihnen nicht. Du wegen sage ich, seid wacker. Sie wollten nicht den Tag oder die Stunde, wann ich kommen war. Also hier so, diesen Aufschnitt ist sehr interessant. Aber dass wir das verstehen können, was das meint, damit wir ein bisschen wollten, wo befrieden die Menschen sich die Jahre Zeit. Jetzt in der Zeit wird eine andere Kasse. Dann hatten die eine andere Kasse, was wir von der kann tun. Und wir haben schon hier Geschichten in der Bibel, wo sie das zu der Zeit deuten. Eine von den Geschichten ist von Abraham. Abraham und Sarah, die waren alle nur alt, was die ihren Sehen hatten. Die waren alle 100 Jahre alt, was die ihren Sehen hatten. Und als der Sehen nicht groß genug wird, um sich zu befreien, dann schickt Abraham einen von seinen Arbeitern, dass er soll ein Novia sehen für Isaac. Weil zu der Zeit wird es so, dass die Führer, die sagten, die Novia für ihre Sehens. Die deuten das nicht selbst, das muss der Papa tun. Und so wird es hier auch mit Abraham. Er schickt, wenn er alt wird, er kann sich selbst auch nicht so weit reisen, aber er schickt seinen Arbeiter, den er am meisten vertrauen hat, schickt ihn an ein anderes Land und der soll ein Novia sehen für Isaac. Ich glaube, wir kennen die Geschichte alle,
wo das erwarten, dat mit 10 Kamelen voll Geschenke und alle Sorten. Hij reist weit weg, aber hinterwegs dann betet Arbeiter, betet zu Gott, dass er soll am halten und dass er wird der Rächer noch wieder für seinen sehen. Und dort fällt alles gut uit. Und de Novia, wat hij gesagt hat, der heißt Rebecca. Und Rebecca, die wir wollen, mit diesen Arbeitern mitreisen an anderes Land, wo sie noch never gewesen wird, um sich zu befreien, mit einem Jungen, was sie noch never gesehen hat. Aber sie hat Vertrauen auf diesen Arbeiter und sie waren mit. Und so ist das hier sagen, dass die Führer, die deuten den Novia sehen für ihre Sehens. Und krieg so, dass der himmlische Führer den Novia sehen für sein Sehen Jesus Christus. Die Bibel vergleicht die Kirche einmal mit Jesus, seine Brüder. Und wir wollen von dem ein klein bisschen sein. In Johannes Kapitel 15, Vers 16, du sagt Jesus, ist das, die haben mich nicht gewählt, aber ich habe ihn gewählt. Weil je kriegst aus Abraham, er schickt den Arbeiter, um den Novia sehen. Und so schickt Gott den Heiligen Geist, um den Novia sehen für Jesus. Und jeder einer von uns hoffentlich auch mal den Heiligen Geist hier reden zu uns oder an uns arbeiten. Viele von ihnen haben vielleicht auch genommen. Aber auch mal die erste Arbeit an uns, wenn wir haben, dass wir sollen uns reiten mehr und dass wir wollen reisen, wenn Jesus wird wiederkommen. Und dann sagt er in 1. Petrus 1, Vers 8, sagt er, und wenn die Jesus nicht gekannt haben, die sind am Doch gut. Wenn die am nicht seinen, du wegen gläubig doch und arm. Und die sind nun alle glücklich und der große Friede, der direkt vom Himmel kommt. Hier sagt er, krieg so aus dieser Rebecca, der kann Isaac nicht, der hat ihn noch nicht gesehen, aber der wird ihn all gut und sei Reise mit ihm, sich mit dem befreien. Und hier sagt er, wenn wir Jesus noch nicht gesehen haben, aber wir sind am Doch gut. All das, was Jesus hat kennengelernt, wir haben eine große Läuferarm, und dass wir am gesehen haben, das Arbeit kriegst es dort. Und die Jahre Zeit dann wieder anders. Und ich habe, du Wolf gefragt, er wird ein bisschen abkommen. Wir wollen hier ein klein bisschen was tun, um ein klein bisschen deutlich mehr, und wo das arbeiten, die Jahre Zeit. Und ich war nicht so tun, dass wenn er würde, die Jahre Zeit wird es so, wenn ich würde an deine Tochter sein, und mir gefällt die Tochter für mich sehen, und ich würde mit dem befreien. Dann würde ich die fragen, weißt du, deine Tochter luten mit mir sehen befreien. Und wenn du Wolf dann einverstanden erst damit, dann sagt hey, ja, du kannst den Hand. Nu weil nach ein paar Brütchen abkriegen, was hier waren abkommen, dann waren wir hier ein klein mit mir da. Und ich weiß nicht, wo die sind, ich konnte nicht so hastig sein. Ich habe ein paar Personen gefragt, um hier abzukommen. Alfredo hier wo? Okay. Hier kommen diese Brütchen ab. Das wird dann so sein, die Sarah, dort wird Wolf seine Tochter sein. Und wir sind uns nicht einig geworden, dass die sich würden befreien. Und da sind sie noch nicht einig geworden. Aber nun würde ich dann zu mir sehen sein, dass wir sind uns einig geworden, dass die beiden wollen befreien. Und du wirst nicht eine Frau, ob sie sich gleich nicht oder nicht. Wenn die Führer sich einig geworden, dann mussten diese beiden sich befreien. Und wenn wir Jesus taub können, dann hatten die ein klein Beten, hatten die ein Beten Fiesta. Und dort hier würden wir nun ein Papier haben, hier ist es abgeschrieben, dass diese Beten, die wollen sich nicht befreien. Und hier ist das gleich abgeschrieben, sie befreien sich hier und sie wollen sich Lebenszeit treu sein, einer zu den anderen. Und dann wird auch dort unterschrieben, mein Consuegro wird hier unterschrieben. Und diese beiden dort unterschrieben, dass von nun wieder sind sie Lied, sie sind nicht befreit. Wenn das unterschrieben ist, dann ging den Brief um seinen Papa, dann ging der hat eine Koppe mit Wein dabei. Und dann alle davon trinken. Erst trinkt einer davon, und das Consuegro trinkt davon. Und sie beide trinken davon, wenn sie das alle davon getrunken haben. Dort ist ein Beweis, dass diese sind nicht befreit. Von hier wieder sind das Lied. Und dann wird mit einer Trompete gebläst und bekannt gemerkt. Diese, die sind nicht
Applautisch de Bibel den nannte van de zijn onvertrouwd. Einer den anderen onvertrouwd. Oké, niet uitregen. Danke. Nu zijn ze befried. De Trüschina is geschreven. Ze hebben dat is een wien gedronken. Die hebben het alle gedaan. Wat je in dit jaar van zo'n klaar bewijs, wo Jezus dat deed, is hij hier op deze Erde opgekomen. Hij, eines leidt nog vergeten, du musst nach einem Priester getult. Der Brigum, der muss nach einem Priester tun für seine Brüt. Und dort seht es, der Brüt, Führer, der sieht, wie viel er will haben für seine Tochter. Und dort muss der Brigum betun. Du musst einen Priester für ihn tun. Eigentlich ist das da nicht so wie, es sagt mir befrieren, wenn ich nicht haben kann, so er dir tun, ich habe Geld an der Zeit. Aber dann wird es, für die Früh muss ein Priester tun. Und kriegt so wird es, als Jesus hier auf die Erde kommt, er kam hier auf diese Erde ab, und der himmlische Führer hat die Brüt ausgelesen, wer wird die Brüt sein, was er sich wird befreien. Und Jesus hat tut den Priester, hat tut den ersten Priester, was er jetzt tun. Er gibt sein Leben für seine Brüt. Er gibt alles, was er hat, wenn er so gut wie. Und Jesus hat das mit seinen Jüngern taub, sie kamen durch taub und sie haben das Ofenmahl durch und sie tranken diesen Kopf durch. Weil jedes Mal, wenn wir das trinken und wenn wir das Ofenmahl haben und wir trinken von diesem Kopf, dann da wird damit bestätigen, dass wir sind nach einmal reut, dass Jesus was wahrer kommt, wir lügen nach einmal nach denen und wir wollten nicht kriegen, wann er was kommt. Aber er wird erst in Zeit, was er kommt. Und nun, was sie dann deuten, wenn sie diese Zeremonie hier gehört haben und dort berät haben und geschrieben haben und den Wein getrunken und all dort vorig wir, dann wankt der Papa mit seinen sehen, wanken sie tot ein Haus. Und wenn sie stüß sind, die sehen den Mord in Hausreit merken, wo sie wollen wohnen. Wenn sie sind nicht zu sein befreit, und die sehen, die das Hausreit merken, und wenn das Haus geschreit ist, die sehen, wollt nicht kriegt, wenn er seine Brüt holen, und der Brüt weiß das auch nicht. Die wollten maß und menos, aber nicht kriegt, wollten sie nicht einen Fetscher, der hat nicht einen Fetscher. Und der Brigum, der muss dann warten, wenn das Haus geschreit ist, mal einmal ein Tag sagte Papa zu den Sehen, so, nu wankt du deine Brüt holen. Und ich will hier in die Kasse reiten. Nu dann sie durch einen großen Fiester merken, befreit sind die dort all, aber nu dann sie nach der Kasse in Fiester uitreiten, dort hat der Papa und der Brigum, der wank seine Brüt holen. Und gewöhnlich deuten der dort danach. Gewöhnlich wird das danach getan. Und nu wankt das Brigum dann, und wenn er da haben wankt, dann wird wahr mit dieser Trompete geblust, und dann wird gesagt, nu kommt der Brigum. Und dann mussten diese Reut sein. Und diese 10 Milliarden, was hier von reden, was ich den Aufschnitt, was ich gelesen habe, dort sind nicht die Brüder. Die 10 Jungfrauen, dort wir nicht die Brüder. Dort wären die Brüder ihre Freunde, ihre Begleiter. Und die Begleiter, die mussten reut sein, die mussten alle eine Lampe haben, was die Öl hatten, was die Dachen dort. Dort sie wurden reut sein. Wenn der Brigum kam, dann mussten diese Jungfrauen, die deuten den begleiten. Und dann kam die Brüt, und dann waren sie dort, wo die Kasse war. Und wenn du einer von diesen ihre Lampen nicht dachten, die können nicht nennen. Und die Kostüme wird heute dort, wenn sie ihr Stejasi studieren, in den Salon, wo sie den Fiesta hatten, dann war die Teuerschlug. Wer zu Lut kommt, die wird zu Lut, die können nicht nachkommen. Und dort wie es dann so klar, dort wie ich sage, Jesus sieht wagert, wegen die wollten nicht, wo'n Tag, wo'n eine Stunde, ich will hier sein. Und wir sehen das auch, wenn wir im Neuen Testament lesen, da und von Josef und Maria, dort sagt es das, in Matthäus Kapitel 1, Vers 8, hier sagt es das. Jesus Christus, seine Geburt passiert so aus das. Aus seiner Mutter Maria, den Josef anvertraut wird, worden sie an ihr ein Haus holt, dort sie auch vom Heiligen Geist schwanger wird. Weil die Josef und Maria, die hatten diese Zeremonie hier gehabt. Das, was wir hier deuten, dort hatten die alle gehabt. Und Maria, die lügt nicht, dass Josef würde erst in die Zeit kommen, erholen, und über den war sie schwanger. Das will ich bloß ein bisschen klar machen, wo das wird, wenn das sage ich, dass Maria wird diesen Josef all anvertraut.
En als Jesus met zijn jingen op weer, groot Eierheden om Himmel fahren daar, dan ziet Jezus door wat zij wegget. En dat vinden we in Matthäus en Johannes kapitel 14, vers 2 en 3. Du sagt Jesus, is dit te zijn jingen. Sagt er, in mijn Vader zijn huis en veel woning. Wenn dat nicht so wäre, dann würde ich Ihnen das gesagt haben, ich gehe also hin, Ihnen eine Städte reinzumerken. Und wenn ich hingehe, die Städte für Ihnen reinzumerken, dann würde ich zurückkommen und Ihnen auch durchnehmen, dass Sie auch durch sind, wo ich sie. Weil ihr das passt so kriegt, wie was das hier sagen. Es kriegt so, als dass wir Jan sehen, der muss erstmal das Haus reinmerken. Und wenn der Führer erst sieht, nun kostet die eine Brüt holen, dann holt er die. Kriegt so, sagt Jesus hier, in mein Führer sind Haus und viel Wohnung. Und er sagt, wenn er nicht so wäre, würde ich hingehen, für ihn eine Städte reinzumerken. Und wenn ich hingehe, die Städte für ihn reinmerken, wo ich zurückkomme, und ihn auch durchnehmen, dass die auch durch sind, wo ich sie. Jesus hat das alle getan für uns, er hat den Preis betont, er hat das alle getan, und er hat die Städte reinmerken. Das Einzige, was da nun noch fehlen wird, das ist bloß, dass er zurückkommen wird, und dass er uns was holen. En Markus sagt es, dass den Tag oder die Stunde weiß keiner, was passieren wird. Nicht mal der Engel im Himmel und nicht der Sehen, da weiß bloß der Führer. Sieht wacker, sieht vorsichtig, weil sie wollten nicht, wann die Zeit kommen wird. Weil wenn wir das ein bisschen wollten, verstehen, dann würde ich dann wir, wo sie das deuten und alles, dann können wir das ein bisschen besser verstehen, wenn Jesus hier sagt, dass da weiß keiner, bloß der Führer allein. Kriegst du das Briegum? Hij weiß ich euch, kriegst du wanneer hij sie wohl seine Brüder holen. Hij muss bloß warten, solange er nicht befreit wird, wie er unter den Papa seine Autorität, und er muss den Krieg gehorchen, Worte sagen, und kriegt so, dass Jesus, er wacht nur bloß, was der Führer wird sein, so, nu holt ihn Brüder, und dann wird er kommen. Und was sie gewöhnlich deuten, was der Mut wäre, wenn die diese Chaos haben, wenn die sehen, wenn der Brigum ist mit seinen Brüdern und der Papa hat die ganze Fiesta ausgeräut, weil die Fiesta, die wir für 7 Tage. 7 Tage hatten sie diesen Fiesta durch. Und von dieser Fiesta, von diesem Helgetag, redet in Offenbarung von, und dort sagt er, dass Jesus von Heimat kommt, sie nicht holen, dann werden die im Himmel, wird der große Chaos sein, und da wird für 7 Jahre sein. Da sagt er, dass wenn 7 Tage, hier dort meint 7 Jahre, das können wir ab mehreren Städten nur lesen, wo das in der Bibel von reden wird, wenn das von 7 Tagen reden wird, dann meint das, dass im Himmel sind das 7 Jahre. Und das wird was sein. In der Offenbarung redet von, wenn Jesus wird sie nicht kommen holen, dann wird ein Fiesta sein im Himmel für 7 Jahre. Und diese 7 Jahre wird hier auf der Erde eine sehr große Trübsal sein. Das wird in der Offenbarung von reden wird. La Tribulation, sagt es auf Spanisch. Und da wird eine schreckliche Zeit sein hier auf der Erde. Den Zeit, was dort im Himmel wird es sich Chaos sein. Und Jesus, der hat uns immer wieder anluden, dass wir sollen reu sein, wenn wir wollten nicht, kriegt den Tag oder die Stunde, wann er kommen wird. Das ist in 1. Thessalonicher, Kapitel 4, Vers 16 und 17, du redet von, wo Jesus was wahrer kommt. Das sagt er, der Herr wird selbst von Himmel raufkommen und sagen, was passieren soll. Der heiße Engel wird rauben und Gott seine Person wird geblutet werden. Und dann werden die im Glauben an Christus seilig gestorben sind, zu ihr abstunden. Und dann werden wir, die wir leben und geblieben sind, zugleich mit ihm auf der Wolken mitgenommen worden und unseren Herrn begegnen. Und dann werden wir immer bei ihm sein. In 1. Korinther 15, Vers 51 und 52, da sagt es das. Hört mal her, ich sage euch ein Geheimnis. Wir wollen nicht alle sterben. Wir wollen über alle verändert werden. Dort wird plötzlich kommen, in einem Augenblick, wann die letzte
Trompet blusen wordt. De trompet wordt gebloest worden en de doden worden opstaan, onverwezenlijk en wie worden veranderd worden. Hier zegt het wat er passeren wordt. En wat je wat de Bijbel zegt, dat alle profetieën en alles van wat er wordt passeren, euer Jezus wordt komen. Ik geloof, die dingen zijn alle passiert. Die zijn alle in ervaring gegaan. Dat einzige wat er fehlen deed, dat is plus dat Jezus nu nog terugkomen deed. En hij wil terugkomen en hij wil gaan dat we zullen rein zijn. Dat we worden rein zijn, dat we worden een rein hart hebben. Dat we niet worden plagig zijn. Op een stelle redt het van dat we zullen rein zijn, we zullen niet plagig zijn, maar we zullen rein zijn. En dat is wat Jezus zei deed. En dat is mijn zaak, die wie mij zo klaar, als ik daar zo had looten, de ticket terugkomen. Ik dacht dat het nog lang duurt. En nu had het lang niet zo lang geduurd, wat de tijd aanwees, wat ik had gedacht wat het would zijn. En krijg zo als het vandaag dag. Ik geloof veel moest denken, we zo, nou, pas daar nog einmal je van gereed, dat Jezus wat ware komt en we denken er niet aan, wo dichtbij het is. En God, der ons allemaal ware denken helpen, Jezus, der ons allemaal ware denken helpen, dat ergens een tijd passeren kan. En Matthäus, hier zijn nog een paar versen wat ik lezen wil, maar dat wil ik sluiten. Dat zag ik in Matthäus kapitel 24, vers 40 en 42. Toen zegt Jezus is dit. Toen worden twee mannen op een stap zijn. Einer wordt aangenomen worden en einer wordt terugbleven. Twee vrouwen worden met de hand moelen. Einer wordt aangenomen worden en einer wordt terugbleven. Werkt wil ze weten niet wanneer den Herren zijn dag komen wordt. Hier redt het van de Hoofdmenschen. Dat zegt, twee vrouwen worden opgeschoven. Einer wordt metgenomen worden, einer wordt terugbleven. Een paar mannen worden op een stap zijn. Einer wordt metgenomen worden, einer wordt terugbleven. Weet je wat, ik geloof van deze mensen wordt het hier reden deed. Dat meint Jezus door van zo'n mensen wordt in de kerk zijn. Die worden niet christen zijn, die zijn hier niet meer met aangeteld. Die worden sowieso niet zijn. Die worden niet aan Jezus aangenomen worden, sowieso niet te zijn. Maar van die wordt er zijn, gelijk worden de hoofd zijn. Dus ik dat verstaan, dat op vele steden in de Bijbel wordt het van reden deed. Krijg ze van de 10 jongvrouwen. 5 van die weer ruit, 5 weer niet ruit. Twee vrouwen schoven top, eine weer ruit, eine weer niet. Twee mannen top, eine weer ruit, eine weer niet. Ik geloof, we zullen zo doen, kijken, we zullen ons zelfs zien. En ons vrouwen zijn ik werkelijk ruit, want Jezus van der wat terugkomt. Ik geloof, die vrouw zullen we ons vrouwen. We nog gewoon leicht passeren dat van der die dag is, wat de voeren wat erin zien zijn, zo, dat is alle ruit, hoel die in de bruid. En wer daar niet ruit is, die wordt hier blijven. En die wordt in een zo'n slechte tijd terechtkomen. En niet plus dood, die wordt voor allemaal verloren zijn. En ik wil plus motor spreken. En je aansporen. Waar we onszelf een beetje onderzien. Waar we moeten kijken, wat zijn de dingen wat mij van Jezus weghouden. Wat zijn de dingen wat ik van der moet moeten opbrengen, want Jezus van der nog wil terugkomen. Weet je, ik had de laatste tijd, ik had over nu gedacht, ik had God gebeten, ik had een Heilige Geest gebeten, dat hij zal mij wijzen. De dingen wat in mijn leven im Stich zijn. En weet je, daar heeft me dingen gewezen. Ik doe dingen uit mijn leven uit, wat ik weet wat er schadelijk zijn voor mijn leven. En dat is wat we moeten doen. En ik ga me veien, omdat ik wil ruit zijn. Als ik daar in de airport weer, en ik dat hier en daar, dat mijn jet weg weer, mir ging dat zo een terug. Maar weet je, dat is weinig. Dat we bloß, dat kost me een beetje mooi, en dan nog 12 stunden in de bus zaten, en we waren thuis. Maar wenn wir das wollen müssen, was Jesus uns anbieten deed, dann ist es nicht noch eine Chance. Die Chance, die wir haben, das ist nu. Jesus deed uns anladen. Und ich will nicht treu bleiben. Wenn Jesus wird wahrkommen und er wird uns rauben, ich will nicht treu bleiben. Und der Erste, der redet fertig zu mir, auf verschiedenste Dinge. Und einmal, wenn einer over de grens voeren deed, en ze staat, is einmal een beetje trubbelig, permit eruit nemen en zo wieder. En ik weet niet, wat ik allemaal doen denken, wanneer ik een file zijn en doe een permit leren, ik kan nog allemaal een permit krijgen, maar er zijn veel mensen die krijgen niet. En dan denk ik allemaal zo, wo wordt einer zich voelen, ik weet niet, als we worden een file staan daar, so, wenn Jezus wat komt, maar ik merk me ver aan dat beeld. Wo wordt einer zich voelen? En wanneer einer zich daar niet zeggen weer. Was einer wirklich gereut wird.
En Jesus der sagt bloß, mehr Kinder reut, wenn die wollten nicht, wann ich wo war kommen. Waar wir abstehen und waar wir nach beten. Himmlischer Vater, wir danken dir von dir aus zum Morgen. Und wir sagen dir Dankeschön, dass du uns reden lässt, dass du uns reden lässt durch dein Wort. Und du sagst, ich habe so viele Städte in dein Wort, dass wir sollen reut sein, dass du was wahrer kommst. Und wir wollten nicht den Tag oder die Stunde, wollten wir nicht, aber wir wollten dort, dass er soll dich bei, Herr Jesus. Und ich bete von dir aus zum Morgen, dass du unsere Horten anschieren. Wenn hier Personen sind, die in Sinn leben, die nicht reut sind, ich bete, Heilige Jesus, dass du dir was wiesen. Und dort jeder einer wird Buße tun, über seine Sinn. Und dort wir würden den Sinn nur die bringen, wenn du hast den Preis getut für uns. Du hast einen dir Preis getut. Du hast ein Ticket reut für uns. Du hast alles getan, was du kannst, um uns zu raten. Und ich bete von dir, dass wir das wollen ernst nehmen. Ich bete von dir besonders für die Personen, die sich nicht sicher sind, dass du was an ihren Ohr beten. Dass sie wollen die anrufen, dass sie wollen die Erlösung von dir kriegen. Und ich bete auch für die, die das haben angenommen, aber was sind leckhaltig geworden. Ich bete, Heilige Jesus, dass du was in jeder Person von dir aus morgens anschieren. Dass du was in jeder Person, was hier ist, wiesen, die Dinge, die schädlich sind, die Dinge, die im Stich sind, die uns hindern, was du uns wiesen, Heilige Jesus, und dass wir die alle würden weichen, dass wir uns würden luten, rein merken von dir, wenn du hast gesagt, dass du wirst kommen, du wirst deine Brüder holen, aber der soll rein sein. Und du hast alles getan, um uns rein merken, und du danke dir dafür. Und ich segne von dir, diese ganze Gemeinde, jeder Person, die hier ist, segne ich in deinen Namen, Herr Jesus. Amen.